Trügt der Schein? Oder ist es ein bisschen ruhiger geworden auf den Flanierpassagen? Gediegener, wertiger, zeitlos. Als kehre hier in Tweed und Leinen eine gewisse Art des Understatements zurück. Ein ästhetisches Pianissimo. Oder in den Worten des Internets: Welcome to the timelessness of old money style. My name is Ben and I'm passionate about sharing the mind, the look and the way of great men. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute gehen wir mal Full Ivy, Full Preppy Style. Wir machen weiter mit einer College-Krawatte von Ralph Lauren. Mode hat sehr viel auch damit zu tun, welche Vorstellung wir uns von uns selbst machen und welche Idee wir von unserem Leben haben. Und das ist so ein Stil, der tut so, als wäre da sehr viel Geld vorhanden. Theresa Präauer, als Schriftstellerin und Kolumnistin naturgemäß interessiert an Verkleidungstrends. Bei den Jungen gerade sehr en vogue der Old Money Style. Statt Provokation Anschmiegen an das Stilbewusstsein des alten Geldes. Also man möchte auf jeden Fall nach Reichtum, der schon lang etabliert ist in der Familie, aussehen, nach dynastisch Ererbtem und nicht nach Neureich. Die letzten Jahre davor, die waren vielleicht sehr schreiend und laut und bunt und sehr viel zeigend. Und jetzt ist das etwas reduzierter. Reduktion aufs Altbewährte, Handgefertigte. Eine Garderobe, die ohne parvenühaftes Bling-Bling auskommt und trotzdem zeigen will, was man sich leisten kann. Die Farbpalette reicht von aus der Zeit gefallen bis unterspannt. Blau, Grau, Beige, die dezente Trikolore der Ungegenwärtigen. Ich denke schon, dass es so etwas ist wie so eine Gegenbewegung zu unserer Welt. Kriege und Konflikte, große Unsicherheit, wie geht's weiter? Und so ein konservativer Backlash, würde ich sagen, in der Gesellschaft ist durchaus zu beobachten. Vielleicht eine Beruhigung, Befriedung und Rückkehr zu dem, was die guten alten Werte sind. Zumindest als Zeichen und Symbole. Die Paradoxie des Stils repräsentieren ohne das vulgär Plakative. Wie das geht, weiß man etwa bei Herrenkleidermacher Kniesche. Inneneinrichtung hier übrigens von Minimalismus-Pionier Adolf Loos. Schon der warnte: Ornament ist Verbrechen. Das Outfit fasziniert mich. Der Morgenpyjama mit dem Seidentuch. So lässt sich's frühstücken, oder? Geprägt wurde der Begriff Old Money Style von den ganz Reichen, Familie Getty in New York etwa, oder vom britischen Adel. Die Aufstiegssehnsucht dahinter, immer wieder Sujet in der Kunst. Patricia Highsmith schrieb mit dem talentierten Mr. Ripley den Old Money Style Killerplot. Seit dem Remake wieder höchst Instagrammable, genau wie der Kinohit Saltburn. Kniesche-Chef Rudolf Niedersüß wirkt von solchen Aufsteigersehnsüchten unbeeindruckt. Schließlich shoppte in seinem Laden schon der bayerische König. So ganz altes Geld braucht dann doch ein bisschen Stammbaumbotanik. Das Wesen des urtypischen Old Money Styles ist weniger Markenname als Aura. Schaf von Bersing und Herzog von Württemberg ist daneben. Und die Württembergs sind immer noch Kunden bei uns. Und das ist von 1870. Das nennt man Kundenbindung. Ja, ja. Hier ein Sommeroutfit der aktuellen Saison. So ein Sakko, maßgefertigt, halb gefüttert, gibt's ab 7.000 €. Die unvergleichliche Leichtigkeit der Distinktion gibt's obendrein. Unsere Kunden, die sehen wieder bei jedem, der auch Kunde ist, die ziehen sich auch beim Kniesche an. Und, ach ja, kein Old Money ohne Wachsjacke. Während das Loud Money mit dem neuesten Kollektionsupdate protzt, kokettiert sein arriviertes Pendant mit der Patina des Großstadtförsters. Natürlich auch das nur eine Spielart der Eitelkeiten. Am Ende ist das eine wie das andere Mode, sprich Abgrenzung durch Zuschreibung.
Sowohl die Nacktheit als auch die Kleidung hat immer schon angeregt zu Spott und Hohn und Beschreibung, Bewunderung, Betrachtung. Das ganze Nibelungenlied besteht eigentlich nur aus Beschreibung von Kleidern, wie schön die Frauen und Herren und edel die Ritter waren. Ich glaube, Oberflächen haben immer interessiert und Oberflächen verbergen nicht unbedingt Tiefe, sondern sie zeigen auch manchmal oder deuten hin auf etwas Tiefes. Vielleicht ist es das Unbehagen dieser durchtechnologisierten Welt, die gerade für Jüngere das Antimoderne so reizvoll macht. Soll die Welt doch untergehen. Wer was auf sich hält, verlässt das sinkende Schiff in Segelbootschuhen. As time goes by.